Unsere Geschichte. George Rampel heeft de Geschichte van de Old-Kolonie Mennoniten in Mexico opgevoerd. Die wordt nu hier over de bereikradio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario, vergebracht. En ook in Quito, Ecuador, over radio CHJB, die Stimme der Anden in Plotich, vergebracht. Außerdem wordt onze Geschichte in de Tijdschrift de Mennonitische Post veröffentlicht. George Rampel wordt in Mexico geboren en is in Mexico opgewassen, heeft door 14 jaar gediend als een schoolleraar aan de Old-Kolonische dorpsscholen, eer hij in 1965 naar Canada uitwanderde. In Canada heeft hij de Mennonitische Leeranstalt in Gretna, MCI, bezocht en klassen genomen. Vele jaren heeft hij in Winkler gewoond, wat hij in 1980 naar Ontario trok en door onder MCC arbeiden deed. Hauptsächlich de Mennoniten vom Süden, die terug van Mexico en andere Latijns-Amerikanische landen naar Canada trokken en hulp brukten met ihre documenten. Seit 1990 wonen hij en zijn vrouw waren in Winkler, Manitoba, van waaruit hij de Mennoniten-Geschichte uitstudeert, op een MP3-programma napleest en die over e-mail ons toeschickt. We bedanken ons voor al die mee die George Rampel zich maakt, onze Geschichte mal abzuschrijven. Dabei ist George Rampel der Erste als einer von uns, der in Mexiko gewohnt und abgewachsen ist, unsere Geschichte ausstudiert und verbringt von unserem Perspektiv. Moch unsere Geschichte uns alle zum Sehen dienen. Ich bin Hein Rampel von der Bereikradio CHPD, der Plottische Radiostation in Elmer, Ontario, und ich wünsche Ihnen einen guten Empfang. Unsere Geschichte Nummer 5. Ditmal wollen wir anfangen mit uns noch mehr vertalen von unserer Vorvorders ihre erste Bruderschaft in Manitoba. Von der Old-Kolonie ihre erste Bruderschaft in Manitoba vertalt ältester Isaac M. Dick mir in Mexiko mal so. Hij sagt, ältester Johann Wieb, die de Fürstenländer en zum Teil auch de Old-Kolonie ihre Uitwanderung von Russland nach Kanada leid, die hield eine Bruderschaft auf bei den Immigrantenhäusern in Fort Dufferin von der Emerson, nach eher de Lied von dort anfangen ab de Wassersalbe abzutragen. Und ab dieser Bruderschaft, sagt Isaac Dick, wir einstimmig beschlossen worden, dass ihre Gemeinde in Manitoba den Schritt zurückgehen will, den sie in Russland alweer zu weit mit der Welt mitgegangen. Das meint, sie wollen hier in Kanada weiter, nicht mal in ihre Kirchen, aber auch in all ihre Schulen die lange Wiesen singen. Und das meint, in all ihre Schulen soll man weiter so unterrichten, als die Old-Kolonie in Russland verkornig seine Schulreform unterricht haben. Alle Schullehrer sollen hier in Manitoba weiter mit den Mennoniten ihren von Pressen mitgebrachten verplattdeutschen Alphabet die jüdische Wörter aussprechen. Und sie sollen hier nun nicht mehr die Zollenwiesen singen, die Old-Kolonie in Russland all über 30 Jahre immer in ihre Lehrerschule und in all ihre Dorfschulen gesungen haben und auch in die Fürstenländer ihre Schulen, solange als sie auf die Fürstenlandkolonie gewohnt haben. Auch thus im eigenen Haus soll man im neuen Heimatland nicht mehr Zollenwiesen singen. Die Zollenwiesen heißen auch Choralwiesen. Dort bei uns sogenannte Zollenwiesenbuch heißt eigentlich Choralwiesenbuch. Dort Zollenwiesen singen, dort jüdische Wörter mit ihrem rechtmäßigen jüdischen Alphabet aussprechen, dort verbeterte Schulbücher brauchen, die Kinder unterrichten, und alles, was die Schulreform über die letzten 30 Jahre in ihre Schulen in Russland hineingebracht hat, dort nahm der älteste Wieb weltlich, nur dort wird ältester Isaac M. Dick mir damals vertalt. Entweder noch ab diese erste Bruderschaft bei den Immigrantenhäusern, so es Isaac M. Dick benannt, oder bald nach dem wählten die erste in Manitoba angekommene Old-Kolonie sich ein Kolonisamt. Isaac Miller
die van die Harst uit de oude kolonie kwam, werd gewählt als Voorsteher. Peter Wiens, die van Kroonstal uit de oude kolonie kwam, werd als Voorsteher helper gewählt. En Frans Vrijs, die uit Vestenland kwam, werd als koloniesambtschrijver gewählt. En daarmee hadden de nieuwe inwoners in Manitoba een koloniesambт en er steht een gebiedsambt, zoals zij dat in Rusland gehad hadden. Also, koloniesambт bestond nu uit einem Vorsteherhelper en einem Schrijver. Sie hadden in Manitoba nicht mehr ein Gebiedsamt dat uit einem Eberschuld, einem Sekretär en einem Schrijver bestond en Regierungsmacht had, aber ein Koloniesambт dat de kolonisten ihre Selbstverwaltung ranen soll, ohne Regierungsmacht. In der Leerdienst stond von hier an über de Oldkolonisten ihr Koloniesambт. Dat heet, de älteste hadden nu waren immer dat laatste woord bij wichtige Entscheidungen en nicht de Vorsteher. Dort beide, Isaac Miller en Peter Wiens, die beide uit de oude kolonie kwamen, als leiders am Koloniesambт ingewählt worden, dat is bewijs dafür, dat man de eerste Einwanderer, die sich al bij Westland anfangen te organiseren, om op de Westerserven abtraken, doch ook een Schaufamilies wären, die uit de oude kolonie gekommen wären. Wann vielleicht ook dat gerade Report van deze eerste Gruppen Oldkolonie-Einwanderer van de Fürstenlandkolonie kwamen. Wir sehen uns al verher. Dort wird von unseren Vorfahren ab der oude Kolonie al 1842 mit Schulreform angefangen haben und dort sie dort eine Lehrerschule gegründet haben. Wir sehen uns auch al dort Johann Cornis dem oldkolonischen Lehrdienst ab der oude Kolonie an 1843 die Kontrolle über ihr Schulwesen ganz wahrgenommen hat. Und wir sehen uns auch all dort von dort an der Konflikt zwischen dem Gebiedsamt und dem Lehrdienst oder den Ohms immer noch größer geworden wäre. Und wir sehen uns auch all, dass die Oldkolonisten sich von dort an entweder ab die Kolonisten ihre Seite stellen mussten, die mit Cornis an Schulverbesserung schafften, oder ab die Kolonisten und Ohms ihre Seite, die innerlich ganz gegen Cornis seine Schulreform wären, auch wenn sie durchaus nicht mehr mitmerken können, wenn Cornis erst die Entscheidung gemerkt hat, die Oldkolonie ihre Schulen auf seinen Weg zu reformen. Diese Konflikte zwischen den Oldkolonisten, die für Schulreform wären und die was gegen wären, wurden immer noch größer, weil die russische Regierung durch die Kolonisten ihr Gebiedsamt, was die mennonitische Schulen kontrolliert, über die Jahren immer noch größeren Einfluss auf ihre Schulkinder hat. Und nu dat älteste Johann Wieb mit den ersten Gruppen größtenteils Fürstenländer in Manitoba angekommen wäre, oder wenigstens höchstwahrscheinlich meistens mit so einer Eltern, die mit einem Tag noch immer träg nur ihrem alten Schulwesen überwohnen mochten, und mit einem kleineren Teil von der oude Kolonie, die daran wahrscheinlich auch ab ältester Wieb seine Seite wären, nahm der Älteste diese Gelegenheit wahr, durch eine Bruderschaft das Schulwesen weiter trägt, unter dem Lehrdienst zu bringen. Die Ohms wollen hier in Manitoba weiter bestimmen können, wo ihre Kirchen und Schulen gerannt werden. Sie wollen bestimmen können, was an ihre Schulen gelehrt werden kann und was nicht gelehrt werden kann. Oder in andere Worten, alles was durch Cornis seine Schulreform über die letzten 30 Jahre geändert worden wäre, auch dort Karte Wiesen singen, was durch diese Schulen all in die Kirchen angekommen wäre, wird als weltlich gestempelt und muss hier im neuen Heimatland zurückgearbeitet werden. Der Regierungseinfluss in mennonitische Schulen in Russland wäre auch in Wirklichkeit all viel zu groß geworden. Dat is goed te verstehen, dat viele Leute sich noch immer stärker nur einem Schulwesen sehnen, was nicht von einer weltlichen Regierung kontrolliert wird. Aber wenn man dort bessere, rechtere Jüdisch lehren und dort rechtere und chartere Wiesen singen auch als weltlich stempelt und verlangt, Trägnum verplattigten Jüdisch lehren zu wohnen und Trägnum angeregelten, verschlappten Singen zu wohnen, dann kann sich dort nicht anders auswirken, als bloß noch mehr Konflikt verursachen, mang die Oldkolonisten im neuen Heimatland.
En dort erst kriegt wordt het van Anfang an gedonenhaft in Manitoba. Diese Konflikte werden noch immer door als de Oldkolonisten naar Mexiko uitwanderden. Wenn wir bei Mexiko sind mit unseren Geschichten, dann vertellen wir uns mehr davon. Von 1876 bis 1880 kamen hunderte Familien von der oude kolonie in Russland naar Manitoba en siedelten ook in die dorpen op de Wasserreserve aan, wo al viele von den von Fürstenland gekommenen Familien en ook een ganze show von der oude kolonie gekommenen al woonden. En deze Familien von der oude kolonie in Russland, die ihre leiders alle in Russland blijven, willen hier in Manitoba met de Fürstenländer sich topschluten unter dem ältesten Johann Wieb seine Leitung. Diese hunderte von der oude kolonie gekommenen Familien wären alle auch nach Manitoba uitgewandert wegen großem Regierungseinfluss in ihre Schulen. All diese Familien wollen trägt nur einem Schulwesen, was nicht von einer weltlichen Regierung kontrolliert wird. Aber viele von diesen Familien aus der oude kolonie wären Söhne, die sich doch gar nicht mehr rechtfinden können, dat sie sich von ältester Johann Wieb und von den anderen Ooms hier nu sollen sagen lassen, dat het Zolenwiesen singen weltlich wäre und dat die jüdische Sprache mit ihrem rechtmäßigen jüdischen Alphabet lehren auch weltlich wäre. Und dort vielleicht doch gar nicht so ganz einstimmig beschlossen worden wäre, dort Karte Wiesen singen en dat rechtmäßige jüdische Alphabet brocken für die jüdische Sprache in Manitoba nicht mehr gebraucht worden soll, dort wird bald klar. Dann bald woonden mehr so eine Liedmann an, die noch nicht glaubten, dass die jüdische Sprache so zu ungerechten als die erst weltlich wäre und dort Karte Wiesen singen weltlich wäre. Denn in mehrere Dorpen, in Rheinland, in Rheinfeld, in Rosenoord, in Blumenwood und vielleicht noch in etliche andere Dorpen, war doch noch Donau gesehen, dat zo'n leraars angestellt worden, die in Russland en de Oldkolonisten ihre Lehrerschule als Schulleraars voorbereid worden wären. Zo'n Schulleraars die so ungerechten als in de Dorpsschulen in Russland al viele Jahre ungerecht worden wäre. Mit einem rechtmäßigen jüdischen Alphabet und nicht mit dem von Preisen mitgebrachten verplautigten Alphabet. Die kanadische Regierung hat den Mennoniten die Freiheit gegeben, in Manitoba ihr eigenes Schulwesen zu haben, für immer. In der Oldkolonie ihre Dorpen hatten bald jeder ihre eigene Schule, die ganz unabhängig war von der Regierung und auf ihre eigenen Kosten gerannt wird. Aber die Manitoba-Regierung hat ein Programm, wodurch private Schulen Distriktschulen werden können und dann ein bisschen finanzielle Hilfe kriegen können von an. Die Kleingemeinden ihrer Schulen wurden durch das Programm all an 1875 alle Distriktschulen, beide auf der Ostreserve und auch auf der Scratching River Siedlung. Etliche Jahre später, in 1878, wurden auch etliche von den Beichtolern ihrer Schulen auf der Ostreserve Distriktschulen und kriegen finanzielle Hilfe von der Manitoba-Regierung. Den Lehrerschein zu kriegen für sein erstes Jahr in der Distriktschule, wird dort untersucht, ob ein Lehrer fähig wäre, auch ein bisschen Englisch zu lehren. Und ehe ein Lehrer seinen Lehrerschein kriegt für ein zweites Jahr, muss er beweisen können, dass er sich ein bisschen verbessert hat in seinem Englisch kennen und so weiter. Jeder Distriktschullehrer soll am Ende vom Schuljahr auch einen Bericht schreiben und anschicken, aber das wird nicht immer. Von dem allerhand wird das auf der Ostreserve die Beichtholer aufgegeben und von dem bald mehr und bald weniger Distriktschulen auf der Ostreserve können wir noch viel vertellen. Aber ich denke, die meisten von uns würden dort nicht interessant genug finden und dann würden uns vielleicht die enger aufreden an unsere Geschichte. Und 1882 gibt dort zum ersten Mal ein paar Distriktschulen auf der Westreserve.
Eine von denen war eine oldkolonische Schule an einem oldkolonischen Dorf, am Dorf Rheinland. In dieser ersten Distriktschule der Oldkolonie waren 23 Kinder. Dat is een bewijs daarvan dat viele Oldkolonien noch an Schulverbesserung schafften und vasthielden. Da waren aber in mehrere Dorpen so Eltern, die ihre Kinder Jahren in Distriktschulen geschickt haben, wo sie bessere Schulbildung kriegen können. Aber alle oldkolonische Eltern, die ihre Kinder in die Distriktschule schickten, wurden von der Gemeinde ausgeschlossen. Durch den Ausschluss geben bucht die oldkolonische Leerdienst dort fair, dat in andere oldkolonische Dorpen nicht auch Distriktschulen angefangen worden. In Rheinland wir buiten de Distriktschule auch immer noch eine private Dorfschule. Unsere Zeit ist alweer aufgeräumt. Wir müssen hier weiter aufbrechen. Nächstes Mal unterhalten wir uns noch wieder über unsere Verhältnisse und ihre Erfahrungen in Manitoba. Vielleicht kommen wir sogar noch bei Saskatchewan. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht oder einen guten Tag. Dann aber nachher geht das hier. Aber nächstes Mal. Ich bin George Rampel.